Bleiwen CSV an LSAP an der Regierung gët 2015 TVA erhéicht. Jidereen a besonder steet mat Manner Akkommens viren dovu betraff. D'Alternativ vun der ADR fir Gesundstaatsfinanzen. Keng Taxenregung, keng Steuerregung mit dofir Stopp mat der Geldverschwendung. Für méi Sozialgerechtigkeit wiel ADR. Jëlech sozial Lützebuerg ADR. TVA ass eng europaweit Steier. Die Einzellänner dürfen hier Sätze festschreiben. Won am Moment zu Lützeburg als höchste Satz 15% TVA. Das bezahlt ihn immer dann, wenn ihn eng Wur oder eng Dienstleistung kauft als Konsument. Europa mischt sich aber auch an die Toren an. Ich gebe ein Beispiel. Dienstleistung von einem Verkauf muss er ja einen Anspruch holen, in dem Moment, wo er einen Verkauf braucht. Da wird TVA immer 6%. Da hat Europa ist gezwungen, da drauf zu setzen, auf 12%. Analog haben wir auch ob so eine Dienstleistung den höchsten Satz von 15%. Das heißt, 15% gehen drauf geschlagen und sind für die Papa-Stadt. Lo hat die CSV-LSAP-Regierung dezidiert, dass TVA nur die Wahlen absolut soll erhöht gehen bis 2015. Es gibt eine Ursache, weil wir verlieren als Lützeburg dank Europa ganz viel Einnahmen, weil alles, was am Moment über den E-Commerce, das heißt die Bücher und die Songs und so weiter, die über Internet verkauft gehen, als TVA am Moment für Lützeburg, weil die Firmen hier angesiedelt gehen. Ab 2015 ist die TVA für die Länder, wo das hingeliefert wird. Das heißt Deutschland, Frankreich und so weiter, delen sich dann die Hunderte von Millionen, die eins dann halt zu Lützeburg fehlen. Aber für das zu kompensieren, fällt der CSV-LSAP nicht Ähnliches an, wie zu sagen, wir erhöhen einfach TVA für die Lützeburger Bürger. Der Kombel ist natürlich, dass der Staatsminister bei der Deklaration zum Etat der Nation das Jahr schon angekündigt hat, hier ging nächstes Jahr wollen TVA um 2% oder wie auch immer erhöhen. Das heißt, der Staatsminister geht davon aus, wir haben zwar Wahlen, aber CSV, die ist die nächste Kirche schon an der Region. Der Wähler kann wählen, wie er will, wir sind in jedem Fall die, die da sind, und wir machen, was wir wollen. Das ist eine Attitüde, da kann ich just so weit zum Demokratieverständnis von der CSV. Nur zum Thema selber. Wenn ein TVA heißt, dann trifft das für allem Ménagen. Steht die Leute, die hier Artikeln, das, was sie alltag brauchen, Lebensmittel, Kleidung, Auto, alles, was den sie brauchen, für zu leben, geht dadurch 2% Medaille. Das trifft an aller Stellen die Familien, besonders Familien mit Kindern. Den ganzen Tag steht die kleine Revenu haben. An die Steuer hai konträrement zur direkter Steuer, die kann selektiv ersetzen, das heißt, wo bestimmten Einkommensgruppen, die vielleicht mehr verdienen, dann noch ein bisschen mehr kann belastet in der Krisenzeiten, trifft die Steuer hai just die falsch. Das heißt, diejenigen, die sozial am schwächsten sind, diejenigen, die schon schwierig haben, ganz besonders wenn sie Kinder haben, an diesen Zeiten normal über die Runden zu kommen. Wir haben gesehen, dass die indirekte Steuer TVA soll geheischt gehen, für mehr Geld an den Staatssäckel heranzuspulen. Wir als ADR sind der Meinung, dass für das muss am Staatssäckel gespurt gehen. Sie bei den Ausgaben, sie bei Transferen, da muss ganz einfache Formen gemacht gehen, für die wir anstehen. Direktsteuern dürfen wir hier im Land auf gar keinen Fall erhöhen. Weil erstens belastet man Lohnleute enorm stark, besonders der Mittelstand. Und zweitens leben wir auch davon, dass Leute beiziehen auf Lützeburg. Und da wird ganz gut, wenn man das Niveau von Steuer, wie man lo hätte, könnten, halen oder sogar senken.